Guten Morgen miteinander. Schön, euch alle zu sehen. Wenn ich euch sehe, dann wäre auch schön. Ich sehe euch noch nicht. Wenn wir Licht im Saal haben, wäre cool. Wir haben eine neue Predigtserie, die heisst Fearless. Ich weiss es nicht, wieso wir Pastoren haben gedacht, wir fragen die Ehrenamtlichen der Gemeindeleitungssitzung, was denkt ihr, es ist dran von der Kirche, von der Predigtserie? Haben wir die Fehler gemacht, haben wir die Frage gestellt. Und eine der Antworten war Umgang mit Angst, mit Sorgen. Schon in der Gemeindeleitungssitzung habe ich gedacht, nein, das will nicht ein Thema sein. Micha war begeistert von dem Thema. Er hat gesagt, hey, ja, das begeistert mich, das will ich predigen. Mich hat etwas anderes begeistert. Ich sagte, nein, das sicher nicht. Machen wir nicht diese ganze Predigtserie über Angst. Und wir predigen 4-mal darüber. Also was sagst du da? Also, es ist ziemlich easy. Du hast Angst, du später Amen. Ich meine, 4 Predigtserien über ein Thema geht nicht. Micha hat das Thema in der Pastorensitzung gebracht. Meli war begeistert. Hey, das spricht mir voll an. Das muss man predigen. Sie haben gewonnen. Ich habe verloren. Ich habe wirklich versucht. Ich habe mir Mühe gegeben, habe ich wirklich versucht. Und ein Grund, wieso ich nicht darüber predigen wollte, weil ich mich nicht in dem Lager gefühlt. Weil ich bin eine Person, die viel mit Angst und Sorgen. Ich bin eine ängstliche Person. Einfach mit dem Charakter. Ich habe oft Mühe mit dem Thema. Ich bin keine Psychologin. Ich dachte, wie kann ich über das Thema predigen? Was soll ich zu dem Thema sagen? Wir haben im Sommer so eine Predigtserie gehabt. Ich habe das genossen. Die Predigtserie Kolosserbrief im Sommer, das ist so meine Art der Predigt. Das liebe ich. Und schon dort habe ich mir Sorgen gemacht, Angst gehabt. Wie werde ich über Angst predigen? Bei der Vorbereitung von dieser Predigt aber ich habe so genossen. Ich durfte einfach geniessen, wie Gott hat in meinem Leben geschafft. Wie ich die Predigt vorbereitet, was Gott hat mit mir gemacht. Und doch bin ich wirklich froh, dass wir das Thema ausgewählt haben. Und ich glaube, das Thema hat mir persönlich viel geholfen und gesegnet. Und ich glaube auch heute Morgen wird das dich helfen. Lass uns mit dem Gebet anfangen. Jesus, wir laden dich ein, dass du mit unseren Herzen sprichst, dass du mit unseren Gedanken sprichst. Wir laden dich ein, dass du Barrieren hinter uns zerbrichst. Jesus, ich bin persönlich ängstlich und habe Angst. Und doch würde ich dich vertrauen, dass du redest. Dass du mit jedem von uns Gnade hast und dass du heute Morgen deine Barmherzigkeit uns zeigen. Amen. Es ist 2 Uhr morgens. Du wälzest dich im Bett herum. Du drehst dich im Bett. Alle schlafen ein, dein Hund schläft sogar ein. Frau, dein Mann neben dich. Deine Kinder sind ins Bett oder Familie schlafen voll ein. Und doch, du hast ein Vollkopfkino. Ein 3D-farbige Kino vor deinem Auge. Gedanken, die dich einfach nicht zur Ruhe lassen. Du bist ein Student, 3 Monate fertig mit dem Studium. Fragst dich, was für einen Job kann ich haben? Wo soll ich mich melden? Oder der Job, den ich genommen habe. Ist das richtige Entscheid gewesen? Vielleicht in 4 Stunden stehst du auf und fängst mit einem neuen Job, neue Schule. Fragst dich, habe ich einen richtigen Entscheid getroffen? Ist das gut? In 4 Stunden musst du aufstehen mit dem überlegen, ich habe eine Familie zu ernähren, unterstützen. Ich weiss nicht, ob es langt. Ich weiss nicht, ob es kann. Ich habe Kinder, die ich unterstützen muss. Es ist schon die erste Woche im Monat. All die dauerhaft Rechnungen habe ich gezahlt, Miete habe ich gezahlt, Krankenkasse habe ich gezahlt, alles, was ich zahlen muss.
ersten Woche im Monat schaue ich meine Bankkonto und frage mich, wie schaffe ich bis Ende Monat? Vielleicht bist du schon 50 und hast deinen Job verloren. Denkst du, ja, mit 50 kann ich nicht jetzt Karriere wechseln oder einen neuen Job suchen? Oder noch schlimmer, stehst vor dem Ruhestand und du wurdest entlassen. Ja, super. Mit 60, ein neuer Job. Oder vielleicht noch schlimmer. In 4 Stunden musst du aufstehen, deinen Arzt anrufen und nach Ergebnis fragen. Oder vielleicht hast du das Ergebnis schon, weisst, das ist Krebs. Das habe ich jetzt nicht gebraucht. Wie schaffe ich Chemotherapie? Wie kann ich gleichzeitig für meine Familie sorgen, schauen, arbeiten, studieren und den ganzen Chemo durchmachen? Hast du da die Nächte gehabt, wo du die Uhr schaust und denkst, 4 Stunden, ich muss wirklich schlafen. Ich habe so viele Stunden und doch kommst du einfach nur zur Ruhe. Hast du die Nächte, wo du einfach die Frage stellst, wie mache ich, wie schaffe ich das? Ist das eine richtige Entscheidung gewesen? Ist das gut gewesen? Wie kommt das denn? Ja, aber. Was heisst das? Was heisst, wenn du nicht schlafen kannst? Was heisst, wenn du die Gedanken, die Fragen stellst und all die Gedanken hast? Das heisst, du bist ein Mensch. Du bist ein normaler Mensch. Das heisst nicht, dass du schwach bist. Das heisst nicht, dass du ungläubig oder wenig guter Christ bist. Das heisst nicht, dass du faul oder schlechte Person bist. Das heisst, du bist einfach ein Mensch. Ein Mensch mit Sorgen, mit Angst. Und ich weiß, sogar Jesus hat Angst gehabt. Wir lesen in der Bibel, als Jesus hat betet, er ist voll Furcht gesehen. Er hat Hämatidrose, das ist ein Zustand von extremer Angst, dass die Kapillargefäße werden brechen und man wird Blut schwitzen. Das haben wir so lesen. Er hat so fest Angst gehabt, so fest unter Druck gewesen, in dem Moment, dass seine Kapillargefäße gebrochen und er hat Blut geschwitzt. Das kann man. Angst ist normal, aber Angst ist okay. Aber im Zustand von Angst weiterleben, in Angst bleiben, ängstlich leben, das ist nicht okay. Jesus hat Angst gehabt. Jesus war ängstlich gewesen, aber er hat das von Gott gebracht. Er hat das Gott abgegeben. Es ist okay, die Angst, aber die Bibel lehrt uns, und das werden wir heute anschauen, nicht in diesem Zustand zu leben. Von Angst, von Sorgen, Furcht. Nicht in einem Zustand von Ängstlichkeit zu leben. Und jetzt, bevor ich weitergehe, ich würde euch sagen, ich bin nicht so naiv und ich glaube nicht, dass gewisse von euch sind da, die unter extremer Angst, Sorgen leiden. Vielleicht bist du heute Morgen da und denkst, hey, ich bin ängstlich. Aber nicht einfach normal, nicht eine Nacht, sondern die Nächte, der Brina, wo du gesagt hast, habe ich fast jeden Abend. Mir geht es wirklich nicht gut. Ich weiss nicht, wie es dir heute Morgen geht, aber ich würde das sagen. Ich glaube nicht, dass gewisse von euch kann eine einfache Predigt von der Brina am Sonntagmorgen alles gut machen. Das würde ich nicht sagen, dass, hey, jetzt kommt meine Predigt und ist gut. Ich glaube, Gott bringt auch Heilung und Wiederherstellung durch Therapie, durch Medikamente, durch Seelsorge. Ich glaube, Gott tut auch Heilung schenken in unterschiedlicher Art und Weise. Und wenn du die Person bist, die unter extremem Stress und Angst leidest, würde ich dich auch ermutigen, du bist keine schlechte Person, wenn du das würdest zum Anspruch nehmen. Aber am meisten von uns, die da sitzen, können wirklich profitieren von guter Predigt.
Ich glaube, die Predigt vom heutigen Morgen wird am meisten von uns heute Morgen unterstützen, helfen, ein bisschen fordern, ein bisschen herausfordern, uns daran erinnern, wohin wir gehen mit unseren Ängsten, mit unseren Sorgen, mit unserem Stress. Ich glaube, das wird meistens von uns wirklich gut tun. Sind ihr ready? Ich würde gerne mit euch ein paar Vers anschauen. Von Philipper Kapitel 4, Vers 6 bis 8. Der sagt, Philipper 4, 6 bis 8. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Denn wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, ob eure Gedanken wachen und euch in euren Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Starke Wort. Vor allem, Paulus fängt mit dem an. Und ich glaube, er hat mega gute Lessons, die wir von ihm lernen können. Macht euch um nichts Sorgen. Auf Griechisch, wie er das schreibt, ist nicht, dass du sollst gar nicht Sorgen haben, weil das ist nicht menschlich, ist eine Emotion, sondern es heißt, bleib nicht im Sorgen. Bleib nicht im Sorgen. Bleib nicht im Angst. Bleib nicht im Zustand, wo du ständig Angst, Stress und Sorge hast. Und dann geht er weiter und er gibt uns 4 Werkzeuge, wie du und ich, wir können mit dem Angst umgehen. Wie wir können Angst überwinden, Sorgen überwinden. Ich glaube, heute Morgen, hey, mein Time fängt erst jetzt an. Kann mein Time irgendwie anfangen, dann schaue ich vielleicht mit 20. Heute Morgen werden wir nur 2 von der Werkzeuge zusammen anschauen, die anderen 2 von der nächsten Predigt. Ich habe 2 Sachen, die der Paulus da uns lehrt, wie kann ich mit Angst, wie kann ich mit Sorgen umgehen, mit euch anschauen. Der erste, das allererste, wenn du Sorgen hast, wenn du Angst hast, wenn du unsicher bist, wenn du nicht weißt, habe ich einen richtigen Entscheid getroffen, ist es gut gewesen, ist es nicht gut gewesen. Wenn all die Gedanken kommen und deine Antwort ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wenn das deine Antwort ist und das macht dir Sorgen, das macht dir Angst, was machst du mit dem? Das allererste, was der Paulus uns sagt, ist, schau im Himmel. Heb deine Augen zum Himmel. Psalm 120 sagt uns, der David schreibt, ich hebe meine Augen zu den Bergen. Von da meine Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat. Aber am Anfang er sagt, ich hebe meine Augen. Das muss ich machen. Der Rest macht er. Aber wo schaust du hin, wenn du Sorgen hast? Das hat mir gerade bei dem Geschichte von der Elia und seinen Diener. Kennt ihr von der 2. Könige Kapitel 6? Es ist eine Geschichte, eine Story. Der Elia und sein Diener, sie sind am Schlafen. Am Morgen früh wacht der Diener und der schaut und er merkt, dass die Armee von seinen Feinden ihn und Elia umgeben. Umzingelt. Das hat der Stefan mir gestern beigebracht. Umzingelt. Gut. Mit voller Panik und Angst geht er zum Elia, wacht Elia auf, steh auf, her! Schau, der Feind ist da, eine Armee ist da. Elia, komm. Okay. Nein, was machen wir jetzt? Wir sind tot. Und Elia schaut seinen Diener an, schaut die Armee an. Voll easy. So, wieso hast du Angst? Der Diener fragt, wieso hast du nicht Angst?
Elia schaut im Himmel und wisst ihr, was er sagt? Herr, öffne seine Augen, lass ihn sehen. Und in dem Moment, Gott öffnet die Augen der Diener und er schaut im Himmel und er sieht Herrschaft vom Engel Gottes, die um sie sind. Und er sieht eine Armee von Engeln, die für ihn stehen. Wieso hast du Angst? Was schaust du? Der Elia ist die Armee von Menschen, die Armee von Gott. Ja, yeah. Ich glaube, unsere Chancen sind ein bisschen grösser. Easy. Was siehst du? Und wenn du da stehst und sagst, die Armee von Gott sehe ich nicht, denn das wird heute unser Gebet sein. Herr, öffne ihre Augen. Lass ich sehen. Ich bin mega jung, ich mag mich nicht gut daran erinnern, aber mein Vater erzählt das immer wieder. Bei unserer Wohnung, wir haben so Stege gehabt, so wirklich grosse Stege gehabt. Und er erzählt, er ist mit dem Tee rumgelaufen, beim Stegen vorbei. Ich bin über den Stegen gesehen, ich habe Papi gesehen. Und was mache ich? Ein kleines Mädchen, er mit Tee in der Hand. Ich schreie, Papi! Und ich kump eben von den Stegen. Er hat seinen Tee gelassen und hat mich gehabt. Er hat gerannt und mich gehabt. Er hat gefragt, was hast du gedacht? Ich habe nicht gedacht. Papi ist da, er ist gross, er ist mächtig, er kann mich heben. Egal was er in der Hand hat, er lässt alles los für mich. Das habe ich gewusst, das habe ich gedacht. Egal was er macht, er lässt alles los für mich. Und er hebt mich. Und das glaube ich, Gott will heute Morgen dir sagen. Wenn du da bist und du voller Angst denkst, hey, Gott macht sagen, egal wo du bist, ich lasse alles los, alles fallen für dich und ich heb dich. Ich glaube, Gott möchte dir heute sagen, ich bin da, Papi ist da. Du darfst kumpen. Du darfst kumpen. Ich lasse alles los und ich heb dich. Wieso soll ich im Himmel schauen? Weil im Himmel habe ich einen Herr, habe ich einen Gott, der ist mächtig. Er ist grösser als alles andere in der Welt. Er hält die Welt. Wie kann er mich nicht haben? Ich habe einen Gott im Himmel, wo er hat versprochen, er ist mein Helfer, mein Wegbereiter, er ist meine Versorger, meine Zuflucht, oder Zuflucht. Er ist für mich da, er wird mich nie verlassen. Er ist ein treuer, lieber Gott, der gnädig ist. Er ist gut, er meint gut. Er ist der beste Vater im Himmel. Und wenn ich an ihn schaue und nur das, was vor mir steht, habe ich gewonnen. Habe ich gewonnen. Habe ich viel mehr Ruhe, wenn ich da auf ihn schaue. Dann kann ich auch am Morgen aufstehen und sagen, okay, ich vertraue seiner Weisheit. Ich vertraue seinem Weg. Auch wenn es nicht mein Weg ist, auch wenn ich nichts sehe, vertraue ich. Und das Zweite, was ich da mache, ist, ich gehe mit Gebet zu Gott. Ich gehe mit Gebet zu Gott. Das sagt der Paulus. Und das ist eigentlich mein letzter Punkt. Aber es ist wichtig. Wir bleiben kurz bei dem. Paulus sagt, bringt eure Anliegen durch Flehen und Gebet, Bitten zu Gott. Jetzt, heute Morgen möchte ich euch herausfordern. Ich möchte euren Gebetsstil updaten. Wir machen einen kurzen Update, ein Level Up. Sind ihr ready? Euer Gebet wird heute anders. Alright. Die Bibel lehrt uns, wir sollten Versprechen Verheißung basiert beten. Verheißung basiert beten. Was heißt es? Ich lese noch ein paar Bibelstellen. Zum Beispiel Hebräer 4,16 sagt, lass uns mit Zuversicht, mit Sicherheit, mit vollem Gewissen vor dem Thron Gottes kommen im Gebet. 1. Johannes 5, 14-15 sagt, und das ist die Zuversicht, die wir ihm gegenüber haben. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. 2. Korinther 1, 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, Ja und das Amen ist Amen.
Jesaja 62. Erinnert den Herrn an seine Verheißungen, schweigt nicht. Erinnere Gott an seine Verheißungen. Was heißt, wenn du bettest, zum Beispiel. Ich gebe euch ein paar Beispiele, was heißt Verheißung basiert beten. Gott daran erinnern. Gott im Wort sagt, Jakob 1, jemand, der unter Weisheit mangelt, so soll er beten. Und du wirst ihn erfüllen mit Weisheit. Herr, ich brauche deine Weisheit heute. Herr, dein Wort sagt, du bist einen Weg verbreitet. Du lenkst meine Wege. Und ich soll mich nicht auf meinen eigenen Verstand verlassen, sondern auf deinen Weg. Ich verlasse mich auf dich, Jesus. Leite meinen Weg. Herr, dein Wort sagt, du bist mein Heiler. Durch deine Wunde bin ich geheilt. So bitte ich in deinem Namen heil und wiederherstell meine Wunde. Herr, dein Wort sagt, du heilst das zerbrechene Herz und verbindest die Wunde. Mein Herz ist zerbrochen. Und so bitte ich im Namen Jesus Christus, heile meine Wunde. Herr, du hast gesagt, dass du willst mich nie verlassen. Du bist mein Schutz und meine Zuflucht. Und ich soll zu dir rennen und ich renne zu dir. Herr, dein Wort, die Bibel hat mir versprochen, bittet und er wird euch geben. Ich bitte für deine Wille, ich bitte, dass dein Reich kommt und deine Wille geschehe, so wie im Himmel, so auch in meinem Leben. Und das bitte ich, Herr. Sprich Gottes Verheißungen, nicht einfach, Herr, hilf mir mit der Entscheidung, alles gut. Nein, aber bring Verheißungen. Das machen auch Leute in der Bibel. Mose steht vor Gott, steht vor Israel und er schreit zu Gott, so dass alle hören, Herr, du hast versprochen an Abraham, Isaac und Jakob, dass es sind deine Verheißung, dass du uns rausnimmst, dass du uns in dem Land bringst. Und das bitte ich jetzt. Daniel, laut betet. Gott, du hast versprochen in Daniel 9, dass du Israel retten und dass du Israel zurückbringen. Das bitte ich von dir. Petrus steht für die Leute nach dem Gefängnis. Herr, du hast gesagt, du bist unser Schutz, du bist mächtiger Gott und du bist unser Protector, Schützer. Und jetzt, Herr, streck deinen Arm aus in Zeichen und Wunder und wirke in uns. Jesus. Dein Wort sagt. Dein Wort sagt. Wir haben so viel von Jesus gebetet. Herr, Jesus hat gesagt, gib uns unser tägliches Brot. Ich weiß es nicht, wie kann ich von meiner Familie sagen, aber gib mir mein tägliches Brot, das will ich von dir. Dein Wort hat versprochen, meine Sünden sind vergeben. Und meine Kranken sind geheilt. Auf das stehe ich, auf dieser Fest stehe ich. Kommt ihr ein bisschen mit? Kann man jetzt probieren? Alle auf... Nein, alles gut. Es ändert unsere Art und Weise, wie wir beten. Aber ja, Dobrina, wieso? Wieso? Wieso kann ich noch einfach normal mein Gebet... Wieso muss ich jetzt die Bibel lesen und noch Verheißungen raussuchen und noch Gottes Versprechen mir merken und dann im Gebet bringen? Weiss Gott nicht... Weiss er nicht, was er versprochen hat? Hat er vergessen? Muss ich ihm daran erinnern? Wieso schreibt die Bibel, erinnert Gott auf seine Verheißungen? Wieso soll ich das machen? Ich meine, er ist Gott. Weiss er nicht, was ich brauche? Wieso soll ich das wiederholen? Wieso soll ich das sagen? Mach ich nicht. Er weiss es schon, ist gut. Weißt, ich und Vater, wir kennen, er weiss es. Ich gebe euch 5 Gründe, wieso wir sollten Verheißung basiert beten. Wieso unser Gebet-Level muss sich ein bisschen updaten. Wieso muss ich durch Verheißungen beten? Erster Grund, es tut dich gut. Das Erste, wenn du Verheißung basiert, fundiert betest, dein Glaube wird stärker. Du tust dich selber daran erinnern, was Gott gesagt hat. Du tust dich selber, oh, das hast du gesagt. Du bist mein Helfer. Du bist der Wegverbreiter. Du bist die Weisheit. Du bist alles, was ich brauche. Ich weiß es. Das hast du versprochen. Stärk meine eigenen
glauben. Es hilft auch, zu wissen, das, was ich von Gott bitte, ist im Klang mit Gottes Wille. Wir haben im 1. Johannes gelesen, nach dem Gottes Wille. Wenn du Gottes Verheißungen aussprichst, wenn du nach Gottes Verheißungen betest, dann bist du auch sicher, das, was ich bete, ist Gottes Wort. Das ist im Klang mit Gottes Wort. Die stimmen überein. Das ist nicht einfach nach meinem eigenen Wunsch, sondern ich bitte nach seinen Plänen, nach seiner Verheißung, nach seinem Wort, nach seinem Plan. Das gibt dir auch Sicherheit, ich bete nach Gottes Wille. Dann weiß ich, was ich bete. Hoffentlich gibt dir auch ein bisschen Geduld. Wenn du die Bibelstelle würdest vorlesen, die auf Gottes Verheißung warten. Die auf Gottes Verheißungen warten. Römer 8, 25. Fordert Geduld, es fordert Wachstum. Um Gottes Verheißungen zu wissen, muss ich auch die Bibel wissen, oder? Es fordert auch Erkenntnis vom Wort Gottes. Es fordert auch, dass ich mal die Bibel auftue, dass ich Verheißungen von Gott mal unterschreibe, zeichne, wiederhole, darüber meditiere, was es heisst, was es für mich bedeutet und das dann aussprechen und brauchen. Sagt das, ich bin abhängig von Gott. Es kommuniziert unsere Abhängigkeit von Gott. Das war dein Cue. Das heisst, ich drücke mein Vertrauen. Herr, du hast versprochen, und ich vertraue auf dein Wort. Herr, das ist dein Wort, das ist nicht mein Wort. Es erkennt und drückt aus Gottes Souveränität. Nicht meine Wille, sondern deine Wille geschehe. Wenn ich Gottes Verheißungen ausspreche, wird mein Gebet viel stärker. Alle Mamis und Papis wissen, wenn Kinder kommen und etwas fragen, und wenn sie sagen, ja, aber du hast versprochen, ja, aber du hast gesagt, ja, stimmt. Ja, aber magst du dich erinnern, vor einer Woche hast du gesagt, Scheibe, ich dachte, du hast vergessen. Ja, nein, nicht ja, du hast gesagt. Und jetzt darf ich ein Glas haben. Wenn ich das esse, dann habe ich es. Ich kann von Gott gehen, wie einfach ein kleines Kind und sagen, du hast versprochen, du hast es gesagt. Jesus, ich bitte, das ist deine Verheißung. Und auf Wort Gottes basiert beten. Das möchte ich dich ermutigen. Und dann, der letzte Punkt, das bringe ich eigentlich in 2 Wochen. Wenn du dich daran erinnerst, wer Gott ist, was er gemacht hat, was er dich versprochen hat, was er in der Vergangenheit gemacht hat, bist du voller Dankbarkeit. Und ich liebe, wenn du die Bibel liest, Altes Testament, Neues Testament, ich liebe vor allem Altes Testament, die Gebete der Propheten. Es ist immer Psalmen. Es ist immer erfüllt mit dem, Herr, du hast gesagt. Herr, dein Wort hat gesagt. Herr, du hast uns versprochen. Ich liebe das. Es erinnert Israel, es erinnert uns. Herr, das ist dein Wort. Das ist Verheißung. Du hast es versprochen. Herr, wir stehen auf dein Wort. Und heutigen Tag, wenn wir auf unsere Wirtschaft schauen, auf den Krieg in dieser Welt, unterschiedliche Sachen, die um uns herum laufen, wir werden hoffnungsvoll. Es ist tatsächlich, kann schwierig werden. Aber wenn wir anfangen, auf das zu schauen, was er gesagt hat, seine Souveränität, seine Macht, sein mächtiger Arm, der am Wirken ist, dann haben wir Ruhe. Probier das mal. Wenn Sorgen sind,
Fang an, einfach Verheißungen über dein Leben, über dein Kind. Herr, ich mache mich Sorgen für meine Tochter, für meinen Sohn. Ich bin hoffnungslos, hilflos. Ich kann nichts machen, aber ich weiß es nicht. Wie kommt das raus? Ich mache mir jetzt gerade mega viel Sorgen für meine Brüder im Iran. Aber sein Leben im Moment ist nicht einfach. Und während der Predigt vorbereiten, das Einzige, was ich muss, oft während der Predigt, seit einer Woche bin ich dran, ich glaube fast jeden Tag kann ich mal so kurz stoppen, mit Dankbarkeit für meinen Bruder Ramil kommen. Gott proklamieren über sein Leben, seine Familie, sein Kind. Jedes Mal, jeden Tag. Herr, du hast versprochen. Du bist sein Papi, du bist seine Mami. Du bist mit ihm, du bist sein bester Freund. Du bist in Nähe. Du bist sein Versorger. Du bist ein Wegbereiter und das bitte ich jetzt, Jesus, machst du das. Und das möchte ich an dir ermutigen. Heute machen wir etwas Spezielles. In dem Angst-Serie, wir werden über Angst vor Menschenfurcht, Finanzenangst, Angst vor Sachen, die sich ändern, vielleicht Fehler. Wir werden verschiedene Angst anschauen, aber heute Morgen möchte ich dich ermutigen, wenn du in einem Zustand bist von Angst, von Sorgen, oder wenn du einfach Gebet brauchst für dich oder für deine Familie. Ich bitte dich, mach einen Schritt. Wir werden heute hier vorne auf meiner rechten Seite, eurer linken Seite beten. Wir haben ein prophetisches Team, wir haben ein Gebetsteam, das von Gott hören wollen und ihr Wort der Ermutigung, aufbauend und Trost weitergeben. Ich weiss, es braucht Überwindung. Was denken jetzt alle? Was sagen alle? Wir machen es trotzdem, weil wir glauben haben, wir brauchen. Ich bin der Erste, der Gott beten. Ich brauche das für mich. Ich möchte dich ermutigen, komm vorne. Geh nicht heim mit deinen Sorgen, mit deinen Ängsten, sondern komm und hol ein Wort der Ermutigung und Trost und Auferbau. Lass unser Team heute Morgen dich dienen, dich segnen, für dich beten. Alles, was du hast, was dich heute Sorgen macht, bring das von Gott und geh nicht mit dem heim. Jesus will dich heute Morgen befreien. Ich glaube, wir werden viel Freiheit und Wiederherstellung heute Morgen erleben. Darf ich euch segnen? Darf ich für euch beten? Und dann steigen wir in den Lobpreis. Es tut mir leid, Jesus, dass wir im Zustand von Angst und Furcht und Sorgen leben. Jesus, wir wollen proklamieren heute Morgen. Du hast versprochen, dass wenn du gehst, du willst uns nicht allein lassen, sondern du schickst uns den Parakletos, den Geist der Trost. Und er wird uns begleiten, er wird von Vater nehmen und uns weitergeben. Danke, Heiliger Geist, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du da bist und danke, dass du in unserer Mitte schaffst, wirkst. Und so bitte ich für jeden von uns, der durch Angst leidet. Sorgen, negative Gedanken. Bitte ich um Befreiung, um Ruhe, um Trost, um Frieden. Im Jesus mächtigen Namen. Amen.